Damen und die Herren, herzlich willkommen beim Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen. An der letzten Tag war der Brexit dem Thema Nummer 1 auf der Insel zu Brüssel, mir auch bei uns in der Chambre zu Lützeburg heftig darüber debattiert. Verhandlungen über das Austrittsaufkommen sind endlich soweit aufgeschlossen. Auf 585 Seiten gehen die wichtigsten Fragen und Arrangementen von unserem Divorce mit dem Vereinigten Königreich geklärt. Den 25. November sind sich dann die 27 Staats- und Regierungschefen zu Brüssel für dem Accord de Sortie zuzustimmen. Mir auch das Europaparlament und auch das britische Parlament mussten diesem Vertrag noch zustimmen. Am Europaparlament werden wir darüber eine ordentliche und tiefgründige Debatte führen. Zu Lützeburg hat sich der zuständige Staatsminister Xavier Bettel seiner Verantwortung an einer richtigen Debatte an der Chambre leider entzogen. Wenn wir mehr Transparenz an einem so wichtigen Dossier wollen, und ich will die, dann muss die Regierung auch mit offene Karte spielen. So könnte wir auch verhindern, dass an den Namen der Leute immer nicht mehr Brüssel und allem schuld ist. Zurück zum Austrittsaufkommen. Wie sieht das denn aus? Was sind die wichtigsten Punkte? Erstens geht es um die Rechte der EU-Bürger. Über 2000 Lützeburger leben aktuell in England, und mehr wie 6000 Briten auch zu Lützeburg bei uns. All ihre Residenzrechte sollen erhalten bleiben, auch die nach dem Referendum an England oder an die EU kommen sind. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil es geht um die Zukunft von diesen Leuten und auch um die Zukunft von ihrer ganzen Existenzen. Zweitens, als eine Transitionsphase ausgehandelt ging, die nach dem offiziellen Brexit gilt und die bis 2020 dauern soll. Während der Transitionszeit muss England alle Gesetze und Gerichtsurteile von der EU weiter applizieren. Es geht aber schon gemunkelt, dass die Transitionsphase bis 2022 ausgedehnt könnte gehen, weil es wird schwer, in 2 Jahren alles auseinanderzuschrauben, was mehr als 40 Jahre abgebaut haben. Während dieser Transitionsphase soll dann ein neues Freihandelsaufkommen verhandelt gehen, wo noch richtig viel Arbeit auf uns zukommen wird. Drittens geht es darum, Kontrollen auf der Grenze zwischen Irland und Nordirland zu verhindern und damit den Friedensakkord, die sogenannte Good Friday Agreement, nicht in Gefahr zu bringen. Sollte du wenigstens zu keinem neuen Freihandelsaufkommen oder einer Extension von der Transitionsperiode kommen, dann soll der sogenannte Backstop greifen. Damit gibt auch Nordirland und damit auch ganz Großbritannien auf einer unbegrenzter Zeit an einer Art Zollunion bleiben, bis zu dem Moment, wo ein definitiven Deal gefunden wird, den erlaubt, keine Grenzkontrollen zwischen Nordirland und Irland zu haben. Dieser Punkt ist in England den umstrittensten. Letzte Woche haben ganze 4 Minister demissioniert, darunter der Brexit-Minister Dominic Raab. Ganz Europa wird unter dem Brexit zu leiden haben. Wir am allermeisten werden Briten selber drinnen zu leiden haben. Eine Hardcore-Brexit-Unterstützerin Nadine Dorries hat sich nach dieser Woche aufgeregt, dass Großbritannien kein Stimmrecht mehr hat an wichtigen europäischen Fragen und noch kein Europadeputierten, keine Kommissarin oder kein Kommissar. Sie hat natürlich recht damit, aber das führt, dass so Populisten recht wackelig gehen und sich recht mit den Konsequenzen von einem Brexit auseinandersetzen. Bei den Verhandlungen war wichtig, dass die Integrität von der Europäischen Union auf seinem Binnenmarkt erhalten bleibt. Das ist natürlich mehr wie bedauerlich, dass das größte und stolzeste Land wie das Vereinigte Königreich dezidiert hat, die Union zu verlassen. Aber gleichzeitig können wir nicht zulassen, dass die anderen 27 wenigstens auseinandergetrieben gehen. Wir werden diesen Akkord am Europaparlament genau unter die Lupe holen, mit dem Chefverhandler für die EU, Michel Barnier, hat meiner Meinung nach das bestmöglich für die Union als Bürger und als Wirtschaft herausgehandelt. Nachdem die 27 Staats- und Regierungschefen den Akkord gut gehegt haben, mussten aber sowohl wir am Europaparlament wie auch Westminster nach 4. und Ende März 2019 gering Luft gehen. Am Europaparlament sehe ich kein größeres Problem. Im House of Commons könnte es natürlich schwierig gehen. Sie werden feststellen, dass diesen Deal zwar lange nicht so gut ist wie eine EU-Memberschaft, aber dass diesen Deal besser ist, wie kein Deal zu haben. Die Damen und die Herren, ich sage euch vielmals merci für das Nachlauschen und hoffentlich bis geschwind beim Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen.